Freunde, wir haben es geschafft und offenbar sind wir heiß begehrt oder so, keine Ahnung. Ständig schnüffeln irgendwelche Fremden an den Orten, wo wir gerade rumstiefeln. Mina. Wir geben können. Nee, weil ich brauche das, was für einen Schatz steht und ganz ehrlich, das war sowas Billiges, hätte ich gar nicht gewollt. Nachforschung, das machst du bloße Sachen. Ziemlich interessant, wie ich finde. Gut, damit wären 2 von 3 Prüfungen erledigt. Die kann ich auch wieder löschen, haben wir auch gemacht. Zeit für die 3. Markierung und das war ja die... Oh je. Die Herrscherin der Wüste, wa? Ja, wenn das mal nicht wieder so ein Riesenviech ist. Ein Amiibo kannst du pro Tag nur einmal verwenden. Wobei es mittlerweile am nächsten Tag war. Aber vermutlich zählt es irgendwie alle 24 Stunden intern. Deswegen, jo. Hilfe. Help me. Schon besser. So. Ja, ich muss da lang. Und ich bin mir ziemlich sicher, wird mal so ein Scheißviech sein. Nehmt eigentlich mal Bombenpfeile. Natürlich hier mal Stahlsmodul für welches mal ein Viech, ja. Das ist sicher so eine Art. Keine Ahnung. Das wäre sogar eine Robbe ganz cool gewesen, wa? Ja, da kommen wir jetzt ein bisschen spät. Okay, rein geht. Sandwölfe, ernsthaft. Kuckuck. Apropos Sandwölfe. Willkommen zurück, Wolfi! Wolfi, was? Oh oh. Der Sandsturm ist nicht euer Ernst. Jo! Königsmoldora! Ja, wo ist sie? Oh, das wird richtig geil. Das wird richtig imba. Okay, ich fliege direkt mal weiter. Ich habe ja... Rivali Sturm! Was machst du hier? Hä? Es hat eine Möglichkeit, bis ich die Kleine ihren Godostadt gesehen habe. Nee, stimmt doch, oder? Wir können uns nicht, was du trägst, aber Kletis getrübten Augen geht nix. Ja, verstehe, nur Frauen die Stadt betreten dürfen. Das ist eine fantastische Geschichte. Und du hast sicher deine Gründe. Ich will es nicht umerzählen. Ja, danke schön. Der andere gerade beruhigt und die Blitze haben aufgehört. Ja, das ist schon eine Weile her. Eine großartige Geschichte. Jetzt ausrichten. Also helfen können Bomben. So. Das sieht aber ganz normal aus. Wolfi, du bleibst schön hier, wenn ich bitten darf.
Ja. Kommen nicht gerade viel weiter. Moldora? Kommst du gefälligst her? Will ich gerade verarschen? Ja! Ja, komm, komm, komm. So. Alter, sieht die Scheiße aus. Wolfi wird's nicht tun. Ich hab dich gewarnt, Kleiner. Sieht mal richtig hässlich aus, das Viech. Da kann ich sogar... Mal gucken, was das bringt. Da bringt sehr viel. Das bringt schon ein bisschen mehr. Gegen Blitz ist er also allergisch. Faszinierend. Königsmoldora. Alter, sieht die Scheiße aus. Das sieht echt hässlich aus. Eine Mischung aus normalen Moldora und noch irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ganz kurz, ich habe natürlich noch die zwei Hände. Oh, nein! Boah! Alter! Sie haben noch nie fürs Gebet. Ich beschütze dich. Hey, wieso habe ich jetzt noch mehr Schaden gekriegt? Wovon? Von was überhaupt? Das Vieh ist echt Hammer. Ah, meine Fähigkeit im Arsch. Was hat das für einen Schaden gemacht? Da war eine Bombe drüben. Wow. Aber Uboses Fähigkeit haut rein. Finde ich geil. Aber ich meine, das Vieh sieht aus wie eine Mischung zwischen einem Moldora und einem Alligator. Achso, deswegen, weil es wieder kalt ist. Deswegen haben wir vorhin Schaden gekriegt. So, was soll ich mal sagen? Ich habe sowieso auf Orni gewandt und so weiter ein bisschen mehr Power drauf. Also kein Problem. Kommst du her? So, jetzt aber. Keine Waffe mehr, ist scheiße. Masterschwert, muss ich schnell draufhauen. Ja. Ja. Hält echt was aus. Respekt.
Ja, ist Feierabend. Und zwar jetzt. Das hässlichste Vieh der Geschichte. Faszinierend ihm, dass es empfindlich gegenüber Blitzen ist. Aber wir haben es geschafft, egal, das bitte. Ja, also, war ein epischer Fight. War ein episches Biest, gerne wieder. Königs, alter, Schildblock plus 14. Werden immer extrem die Waffen. Echt schön, ich glaube, welche Arbeit. Ich glaub, die Haltbarkeit ist besser. Boah, Alter, die aufstoßen. Entschuldigung, stoß gerade beim Abendessen hoch. Königsschild. Nehmen wir den hier, komm. Damit ein bisschen mehr Haltbarkeit. Natürlich bei solchen Schilden gerne mal gesehen ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Der Schild plus plus, sollen wir die wegwerfen. Strang und Wächtern, ja, doch jetzt auch schon. Natürlich scheiße, und plötzlich irgendwie so ein Quest kommt oder so ein Waffenfreak, der sagt, hey, so ein Wächterschild plus plus, das will ich mal sehen, wie sieht denn der aus und so weiter. Aber ist irgendwie schon eleganter sowas, wa? Naja. Gut, nehmen wir mal hier den Königsschild, mehr Haltbarkeit. Ist hier noch ein Schild drin oder was? Ein Sonnenschild, toll. Die hatte ich ja auch schon, war. Und das ist ja ein Schatzschild von Urbosa, also. Verrostete. Gerudo Zweihänder. Was macht das für ein Damage? Ernsthaft, nur 28 für einen Zweihänder. Ja, ich weiß nicht, Inventardinger macht, aber das ist was anderes. Eine Gerudo-Lanze, die sieht schon ein bisschen effektiv aus. So, ab zum Schrein. Das ging doch schnell als erwartet. Zum Glück hatte ich den da mit Mifa und so noch. Das, ja. Jetzt verstehe ich natürlich auch, wieso man erstmal die 4 Titanen gemacht haben muss, weil man kriegt auch die 4 Fähigkeiten und deswegen, ja, gibt schon Sinn. Wobei ich glaube, ja, natürlich Charme bekommen. Warum? In erster Linie halt wegen der Kälte, wa? Oder einen direkten Angriff, der hat so reingehaut. Echt krass im Viech. Aber ja, es ist eine Königsmoldore, also. Pff. Was erwartest du denn auch? Wolf ist tot, wir haben ihn tot geschickt. Du hat keiner gesagt, dass Wolf den angreifen soll. Na, was sagst du dazu? Die Moldora besiegt hast. Das ist unglaublich, du hast eine Geschichte. Darf ich das beschreiben? Naja, ich weiß ja nicht. Also, kannst du meine Memoiren schreiben, kannst sagen, dass ich der größte Held von allem bin. Ne? Nicht nur der Herr der Zeiten oder so. Der Herr über die Schatten, ich bin der Herr der Held der Helden. Das ist ganz Besonderes. Kann man nichts machen. Ja, mach das mal. So. Und ran die warme Stube. Oh, ist das geil, wenn ein Plan aufgeht. Dann hätten wir gleich mal die 3 ja, Abzeichen von Urbosa zusammen. Natürlich nach dem Schaffen dieses Schreins, ganz klar. Und die Frage, die sich dann stellt, weil es kommt eine neue Herausforderung. Was soll denn das für eine sein? Wieder mal Strom, ja, super. Willkommen, Pilger, du wirst geprüft. Ja, komm, sag, worum es geht. Groß und klein. Kelvin Klein oder was? Dann mal. Vielleicht kann ich den ziehen.
Hä? Eigentlich bin ich im Wasser und Wasser leidet, also eigentlich müsste es so oder so funktionieren. Warum klappt es erst jetzt? Achso, in Entfernung, okay. Okay, bringt so nicht viel, ich brauche da ein bisschen. Ein bisschen. Ich meine, ich bin ja hier auf dem Wasser. Was kann natürlich versuchen, einen Eisblock zu erzeugen. In der Hoffnung, dass was passiert, das ist eine gute Frage. Das war einfach ein Schuss in den Ofen. Jetzt sitzt sich immer wieder daran, da bringt nichts. Ah, ja, super. Und ich dachte schon, du bist hier total künstlerisch und so etwas, aber geht ja auch anders. Gut. Ah, doof. Muss natürlich mit dem Eismodul. Ja, ihr könnt auch verschiedene Eismodul, wa? Nee, gegen Magneten, so. Gut, damit wäre das erste geschafft. Jetzt die Frage aller Fragen geht der. Haben wir zu wenig Strom oder was? Oder aber könnte es sein? Ja, könnte es. Gut, dann wäre der mal da oben. Okay. Geht leider nicht. Ah, der Entwickler kennt meinen Trick. Schade. Mal ganz kurz, wir versuchen mal etwas nachher. Aha! Jetzt bleibt der oben. Da wird man uns loben. Aber natürlich falsch ist, weil ich brauche den da drüben. Ja, nicht so. Vielleicht doch, keine Ahnung. Das sinkt ziemlich rabiat. Schade. So. Natürlich erstmal, damit hier der Strom weiter fließt. Ganz klar muss der nach oben. So. Strom fließt. Perfekt. Jetzt habe ich den da. Dementsprechend fließt der Strom hier auch. Ich natürlich einen zweiten dran hätte. Habe ich irgendwo noch einen zweiten zur Verfügung? Nee, natürlich nicht. Ach, auch noch Strom, super. Und ich meine, Strom, rein theoretisch. Habe ich Strom? Das war auch cool.
gerade. Ich meine, wie lange brauche ich überhaupt Strom hier? Weil ich muss es permanent machen, wa? Das klappt theoretisch. Ja. Das geht zwar auch, muss man manuell machen. Weil jetzt fällt er runter. Nochmal kurz überlegen, habe ich irgendwo einen Denkfehler? Ich hatte hier zwei kleine Blöcke, die wir bereits verbraucht. Einer ist da, der braucht es aber, sonst fließt gar kein Strom hier. Dann habe ich dann noch einen, der braucht es aber auch, weil sonst fließt da weiter kein Strom. Da kann ich jetzt so ein bisschen austricksen, okay. Aber hier vorne so etwas, wo ich das so machen kann. Ja, wer auch immer versucht, geht ja nicht. Weil er ging einfach ins Wasser, ich muss das so machen, okay. Also hier theoretisch machen kann ich den einfrieren da oben, aber nee, geht ja auch nicht, stimmt. Seht ihr, selbst so fliegt er runter. Das war nur bis hierhin, wenn ich also irgendetwas hätte. Ja, bin ich doof. Oder? Müsste klappen. Ja. So. Ja, manchmal weiß auch nicht. Manchmal einfach ein bisschen zu doof. Was kann ich machen? Ah, so. Laser bewegen. Mann. Nein! Ah. So. Alter, ist der schnell hier. Mein Gott, das ist nur so ein bisschen. So, jetzt. Gut, reicht auch. Oh, Alter. Mach mich nicht kirre, Junge. Fuck. Nein, fast. Boah, Mann. Ich hab den noch ein bisschen weiter.
So, jetzt ist eigentlich perfekt. Hä? Hat er schon? Nein! Oh. Voll scheiße. Oh, kann noch ein paar Stunden dauern, Leute. Also irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Was ist da los? Der kommt jetzt schon und da kommt keiner an. Ich muss den nochmal ganz kurz machen. Ah, jetzt war vor irgendwie, keine Ahnung, Millimeterarbeit von mir. Das kriegt vermutlich auch kein anderer hin, nur ich. Das ist wieder so eine bescheuerte Aufgabe, so. Ah, wieder so ein Sonnenschild, Mann, aber natürlich mit höherer Haltbarkeit und dann, wenn es etwas Besonderes ist, will natürlich sollte er schon haben. Zumindest in der Regel. Na komm, ich habe so viel in diesen Schildern. Ne, leg mal den, komm. So, perfekt. Sonnenschild natürlich mit höherer Haltbarkeit. So wie ich es natürlich gerne habe, ist klar. Nehmen direkt auch mal. Ja komm, passt ja auch. Gut. Wir haben es geschafft, Freunde. Mit wieder mal viel Mühe und Not. Und jo, ich bin gespannt. Wir nehmen jetzt mal unser Emblem entgegen. Hat es irgendwo noch eine Truhe versteckt? Ich würde dem Spiel wie immer natürlich durchaus zutrauen. Nö, natürlich nicht. Sehr gut. Link sagt auch, ist alles in Ordnung. Sehr gut. Und damit haben wir 3 von 3 geschafft. Du hast eine Prüfung gemeistert, du bist der Held, der jedem gefällt. Im Namen der Göttin verleih dir ein Zeichen von Naboris. Mach das. Mit 3 von 3 Zeichen von Naboris und damit gehört der Titan mir. Oder? Keine Ahnung. Aber kann theoretisch sein, was? Die Recken damals ähnliche Prüfungen machen mussten. Titan zu steuern? Ja, theoretisch hätte Urbosa mit 3 Zeichen von Naboris steuern können. Das wäre auch krass, wenn man plötzlich einen Titan steuern durch die Welt. Was begeht es zum Titanen, war Naboris. Kann ich jetzt echt Naboris steuern? Das wäre mal echt krass, wa? Wenn Titan durch die Welt stampfen, boom, boom, oder miteinander halt. Ne gut, fliegen, wenn nur mit einem gehen, wäre natürlich auch geil. Wenn man natürlich heiß wie sonst was, so könnte es auch anders sein. Der Priester zum Titan, was mag ich dort erwarten? Und finde sie raus. Das werden wir auch tun, Leute, aber natürlich in der nächsten Folge. Wir haben heute schon genug Zeit. Nicht vertrödelt oder verplempert. Doch, verplempert trifft es eigentlich ziemlich gut, wa? Da oben, da müssen wir hin. Und ich würde natürlich sagen, wir porten uns hin. Ne, ich baue mich hier in dem Turm der Wüste. Machen wir jetzt noch ganz schnell, bevor ich es vergesse. Und dann segeln wir zu Naboris, weil je nachdem mit dem Porten und so weiter könnte direkt noch was passieren oder eben auch nicht. Wir verpassen etwas. Kein Schimmer und jo, wird damit Zeit wohl die erste der 4 Balladen abzuschließen. Und wir können sehr gespannt sein, was uns wohl dort beim Titan der Wüste bei Naboris erwarten wird. In diesem Sinne materialisieren wir uns ganz schnell.
Sieht alles wie gewohnt aus. Er hat Gun im Blick, wie sich's gehört für einen Titanen. Sehr gut, sehr gut. Und ich sage wieder mal, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir erfahren, was hier eigentlich so abgeht bei Warner Boris. Bis dahin, ciao zusammen.